Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal nach dem 2:2 zu Hause gegen Borussia Dortmund am 29. Bundesligaspieltag. Ich bin mal gespannt, was die beiden Protagonisten, der Trainer, dazu sagen. Ich denke, beide werden mit dem Punkt leben können. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da, Leute. Es ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Ja? Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums hier. Ja, hallo zusammen. Die Fußballwelt hat einen heißen Klassiker gesehen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Das wollen wir jetzt nachbesprechen mit den beiden Cheftrainern Niko Kovac und seiner Kompanie. Und euch hoffentlich zahlreich. Da kommen noch ein paar runter, die hören uns. Also husch, husch, her bitte kommen, Platz nehmen. Husch, husch. Dann geht's los. Zunächst schon mal mit den jeweiligen Statements. Bitte, Nico. Wow. Ist ja mal ein Wunder, dass wir mal eine ordentliche Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel haben. So mit Trainer, der Gäste, mit unserem Trainer. Dieter, danke. Schönen guten Abend allen zusammen. Ich denke, wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir wollten hier gut stehen, wir wollten gut verteidigen. Es ist nicht Ihr wollt einen Punkt mitnehmen. immer möglich, alles wegzuverteidigen gegen Bayern München. In der ersten Halbzeit war es in Ordnung. Fußballerisch war ich nicht zufrieden. Das, denke ich mir, können Sie mittragen. Zweite Halbzeit... Erste Halbzeit war gar nichts von Dortmund. Sorry. Ja. Also sorry. 1, 2 Vorstöße mal. Ansonsten stand Dortmund nur hinten drin. Ja. Aber wie gesagt, es hat gereicht. Ja. Und wenn wir mal die erste Halbzeit als Grundlage nehmen, ja, jetzt nichts gegen Dortmund, ja. Aber dass Dortmund gerade alles andere als stabil in der Defensive ist, ich denke, ist klar, ähnlich wie wir, ja. Also wir sind da nicht besser. Aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen gegen diese Defensive. Wie willst du da ansatzweise gegen eine Defensive, wie wir sie am letzten Dienstag gesehen haben? I don't know. Ich weiß es nicht. Kommen wir gut raus, erzielen das 1:0 nach einer guten Aktion und haben dann, denke ich mir, ein gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Es ging rauf und runter. Ja, habe ich ja schon in meiner Analyse gesagt, sie sind endlich wach geworden, beide. Ja. Erste Halbzeit hast du ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ist ein Freundschaftsspiel. So, Dortmund stellt sich hinten rein, denen reicht die 0. Ja, wir gucken mal, was so geht, aber Zweikämpfe vermeiden wir am besten mal alle und wir machen mal nicht zu viel. Ja, so, und dann waren wir in der Pflicht, da mussten wir mal ein bisschen Gas geben. Ja, und dann haben wir halt ein Spiel endlich gesehen. Es war ja, einige Chancen hier, einige Chancen da. Ja, wir sind zufrieden und hoffen, dass wir auf diesem Spiel, in den nächsten Spielen noch aufbauen können. Danke. Danke, Nico. Winnie, deine Einschätzung bitte. Yeah, in English, if I can do it. Yeah, so I think until the first goal, of course, with Dortmund having played in Barcelona, we knew how difficult a turnaround that was. So after the first goal, I felt that until the first goal, I felt that we exploited a little bit that side of the game where we had some good tempo on the ball. We created here and there a few chances. One of them with Micah was quite a big chance in the first half, but the game was more or less positive for us in that case. And then after the first goal from Dortmund, it became a cup game. So, like I said, I would buy a ticket to go to a game like this. But of course, as a coach, you want a little bit more control. You want a little bit more of what was in the first half, perhaps, on our side. But, you know, I felt that my players fought until the end to win this game. I felt that we had a team against us that was doing the same. And we can analyze the whole game tactically, but if these games don't happen, we also regret the fact that we don't have these games. So it's... Ja, in der zweiten Halbzeit war nichts mehr von Taktik. Ja. Zweite Halbzeit war davon geprägt, wer will und wer kann. So, das war die zweite Halbzeit. Ja, da war nicht mehr viel. Deswegen habe ich halt auch nicht verstanden, dass man Thomas Müller rausgenommen hat. Weil da hast du gemerkt, der will unbedingt. Ja. Mixed feelings, but at the end of the day, we wanted 6 points to be 6 points ahead of Leverkusen at the end of the weekend, and for that, every point is difficult at this stage of the season, and it's a good point. Danke, Vinny.
Ja, dass wir damit zufrieden sind, völlig richtig. Ergebnis zählt, alles gut. So, wir haben noch 5 Spiele jetzt, nur noch 5. Davon müssen wir 3 gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Punkt. So, that's all. Ja, so, fertig. Wir brauchen nicht über das Ergebnis sprechen. Wir brauchen nicht über das Spiel sprechen. Wir können über das Spiel sprechen, was wir am Montag tun werden im Stream, wenn wir einen Blick auf Inter werfen. So, und wenn wir dann dieses Spiel als Grundlage nehmen, heute gegen Dortmund, ja, sorry. Mit der Leistung scheiden wir sang- und klanglos aus gegen Inter. Dann beginnen wir mit den Fragen. Bitte schön. Die erste kommt von Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Herr Kompanie, Sie haben es gesagt, wir sind weiter 6 Punkte vor Leverkusen. Das heißt, Sie sind nicht zu traurig, dass Sie nicht auf 8 Punkte auf mehr davon sind. Und wie bewerten Sie das Ergebnis mit Blick auf Inter Mailand, auf das Rückspiel? Und Herr Kovac, was gibt Ihnen dieses Spiel für Barcelona, für das Rückspiel? Was gibt es Ihnen für den Rest in der Bundesliga? Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich immer sagen, wir wollen gewinnen. Also wir haben nicht gewonnen heute, deswegen hast du immer dieses Gefühl, es könnte was besser sein. Ja, vor allem, wenn du 2:1 führst, Alter. Aber trotz die Rückschlägen, die wir hatten in der letzten Woche, ich meine, aus Personalsicht ist es wichtig, dass die Energie da ist, die Zusammenhalt. Und ich glaube, unsere Fans haben in den letzten 3 Tagen unsere Mannschaft gesehen und die haben 50 Mal auf Tor geschossen. Ja, und wie viele Tore haben wir gemacht? 3. Ja. Was sollen wir da jetzt lobend erwähnen? Oh ja, ist schön anzusehen. 50 Schüsse aufs Tor. Ja. Wenn du damit aus der Champions League ausscheidest, kannst du dich daran hochziehen, oder was? Lüge nicht, 50 Mal auf Tor geschossen gegen 2 Mannschaften, die in die Viertelfinale von Champions League stehen. Natürlich ist es nicht alles perfekt im Moment, aber die Mentalität ist da, die Glaube ist da. Wir versuchen immer wieder diese extra Details reinzubringen, damit alles stimmt. Aber man muss ehrlich sein, also trotz Rückschläge gibt es keine Hintergedanke. Wir machen immer weiter und wir bleiben immer gefährlich. Und da kannst du auch Kraft holen aus was wir sehen. Obwohl als Trainer will ich natürlich alles. Ja, sorry. Also ich kann aus diesem Spiel gegen Dortmund aber gar nichts ableiten, was ansatzweise positiv wäre für Inter Mailand. Also Harry Kane absolut nicht in Form. Ja. Joshua Kimmich ein Schatten seiner selbst. Min-Jae kriegt das Flattern oder ist nicht fit, was auch immer. Die 4er Abwehrreihe verhält sich teilweise, das ist nicht Bundesliga-Niveau mäßig. Ja, Sunny als Linksverteidiger, Katastrophe. Conny als Rechtsverteidiger, brauche ich gar nichts mehr zu sagen, oder? Ja, Leroy Sané, wieder mal gar nichts. Wie schon gegen Inter Mailand. Was nimmt man denn da mit? Ja, was nimmt man denn da mit für? Ich muss doch mal was ändern als Trainer. Nee, ja, weil ihr gerade gesagt hat, ja, wir machen so weiter. Ja. Mach mal so gegen Inter weiter, da brauchst du gar nicht hinfahren, Alter. Alles perfekt sehen. Ja, also bei uns ist es so, wir haben natürlich jetzt am Dienstag ein doch sehr schwieriges Spiel gegen Barcelona. Wir wissen um die Situation. Für mich geht es in Die Situation ist aussichtslos, Alter. erster Linie darum, dass wir das Spiel so angehen, wir wollen es gewinnen. Wie hoch das dann wird, das ist dann, denke ich mir, nicht. Ja, die werden damit abgeschlossen, aber du musst ja völlig verrückt sein zu denken, ja klar, wir gewinnen 5-0 gegen Barcelona oder was. Also, ja, das, was er sagt, ist schon richtig. Lass uns mal gucken, dass man einen Achtungserfolg erzielt und irgendwie gegen Barcelona versucht zu gewinnen, Alter. Sekundär, klar möchte man noch alles versuchen, aber für mich geht es darum, dass wir zeigen, dass wir gerade in unserem Stadion zeigen, dass wir mit Barcelona mithalten können. Das haben wir heute größtenteils auch in München geschafft und ich habe das auch davor schon gesagt, bei München ist auf eine Stufe zu heben mit Barcelona. Alter, ich hau mich weg, ey. Ey, ich würde ja mitgehen, wenn Jamal nicht verletzt wäre, wenn Fonsi nicht verletzt wäre, wenn Upa nicht verletzt wäre
und die würden alle zur Verfügung stellen und wir hätten eine gewisse Fitness, eine gewisse Frische. Ey, dann würde ich ja mitgehen. Du kannst uns vielleicht mit auf eine Stufe mit Barca stellen. Aber aktuell, Leute, das wäre eine Farce, dich mit Barcelona zu vergleichen, Alter. Ähnlicher Spielstil, tolle Fußballer, die sehr viele Möglichkeiten kreieren können mit ihrer individuellen Qualität. Deswegen geht es darum, dass wir dieselbe Intensität fahren wie im heutigen Spiel. Denn wir haben ja gesehen, wenn die Intensität nicht so hoch ist, dann wird es schwierig. Sprich das Ergebnis in Barcelona. Und für die Bundesliga erhoffe ich mir natürlich durch die 2 Siege. Naja, der Spieltag ist ja komplett für Dortmund gelaufen. Komplett, ja. Mainz verloren, Gladbach verloren. Also komplett. Was ist Dortmund jetzt? 2 Punkte oder was? Hinter Platz 6 und 4 zum Champions League Platz oder sowas? Also ist ja alles drin. Gegen Mainz und gegen Freiburg, heute den Punkt gegen Bayern München, dass wir diese Serie dann im nächsten Spiel gegen Gladbach und was dann noch kommt, ausbauen können. Denn wir haben noch einiges an Punkten zu holen. Die liegen dort und die wollen wir einfach mitnehmen. Dann hier in der Mitte bitte, ja. Schönen guten Abend, Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten. Herr Kovac, Sie haben sich wieder für den Systemwechsel zum 3-5-2 hin entschieden und auch für Niklas Süle. Was sprach zum einen für ihn und welche Rolle nimmt er jetzt auch ein in Abwesenheit von Nico Schlotterbeck? Ja, ich habe mich mit meinen Führungsspielern unterhalten und habe sie auch gefragt, wie sie die Situation einschätzen. Und da kam unisono, dass sie das gerade hier in München eher in einer Dreierkette sehen. Ich habe dem natürlich entsprochen. Natürlich wusste ich auch, dass in Barcelona das nicht geklappt hat. Deswegen haben wir das auch schon vorbereitet. Aber es ist immer ganz gut, wenn die Spieler dann auch dementsprechend überzeugt sind davon. Bei Niki, das habe ich immer wieder auch gesagt, Niki hatte 2 Verletzungen hintereinander, hat dort einiges aufzuholen gehabt. Ich habe auch gesagt, dass die Jungs, die gespielt haben, Nico, Emre, haben es richtig klasse gemacht, beziehungsweise auch der Waldi. Deswegen war es für mich auch schwierig, dort auch zu wechseln. Jetzt ist die Situation gekommen, dass er genügend Zeit hatte, sich auf das vorzubereiten. Schlotti ist verletzt, er hat die Position heute bekleiden können, hinten rechts. Man sieht natürlich, dass da noch die Kraft fehlt für komplette 90 Minuten, aber wenn nicht heute, wann dann? Das ist ein ehemaliger Club. Er ist ein klasse Fußballer und wird uns in den nächsten Wochen sicherlich auch immer mehr helfen können. Dann Klaus Bergmann, bitte nochmal. Herr Kompanie, wie haben Sie die Leistung von Thomas Müller gesehen und Serge Gnabry? Guter Joker-Einsatz, auch mit Blick auf Mittwoch? Ja, also unsere Jungs sind zuverlässig. Natürlich hat Thomas heute wieder gebracht, was er für uns diese Saison gebracht hat. Nee. Sorry, nee. Habe selten in dieser Saison so ein Spiel gesehen von Thomas Müller. Ja, das war heute richtig gut. Ja, ansonsten war das die Saison eher Graupe. Und wir haben nie, also wenn ich das vielleicht besser auf Englisch erklären kann, so for me it's a very simple decision. Any player that I have to put on the pitch, I have full confidence. I know they can perform in the big moments. Gnabry came on, he did very well. Guerrero came on, he did well. Thomas Müller started, he did well, but so did Michael Olise, Harry Kane. I think we need this, especially in this moment. We need to be able to trust the team and ja, we need ein bisschen Frische für Inter. Ja, gerade Harry Kane und Michael. Weiß ich nicht. Den sollte man wahrscheinlich jetzt mal sagen, komm mal klar. Mach mal 2 Tage Pause, lauf nur ein bisschen oder was, bleib mit dem Arsch zu Hause, schalt mal ab, komm mal runter. Irgendwie sowas. Das wär mal ein Move. Ja. I understand the topic in the public domain. That's what you get with a legend. But from our side, inside the building, Sebener Straße, it's very, very calm because anyway, I need to use the squad, especially in this period. So I just need to make sure that the guys are ready to take the chance when they play, and so far they do it. Ja, aber da muss man auch mal die Konsequenzen daraus ziehen. Ich kann das Gelaber nicht mehr hören, Alter.
Ja. Dann zieh doch auch mal die Konsequenzen daraus, Alter. Warum spielt ein Leroy Sané heute wieder gegen Dortmund nach so einer Farce-Leistung wie gegen Inter Mailand? Und der läuft gegen Inter Mailand wieder in der verfickten Startelf auf. Da will ich meine Hand für ins Feuer legen. Wieder nach so einer Kackleistung wie heute. Ja? So, dann zieh doch mal die Konsequenzen. Stani heute nicht zu sehen als Linksverteidiger. Brauchst du nicht aufstellen gegen Inter Mailand, Alter. Kimmich in der Zentrale, Katastrophe. Was willst du mit dem? Auf der Pose gegen Inter Mailand. Alter. Ja, hoffentlich täusche ich mich. Hoffentlich kann ich mich hier am Mittwochabend wieder hinsetzen und sagen, ey, Vini, alles richtig gemacht. 10 Daumen hoch, ich hätte es nicht so gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Du hast an den Spielern festgehalten. Ja, hoffentlich haben sich heute alle ausgeruht und waren mit den Gedanken schon bei Inter. Ja, und zeigen gegen Inter eine 200-prozentige Leistungssteigerung. Ja, dann, ja, Chapeau. Dann entschuldige ich mich, halt meine dumme Fresse. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, Alter. You know, of course, it's always much more clear when the result is clear. But in terms of performance, I think clear, I've always been able to rely on my team. Und das hätte er jetzt nicht auf Deutsch erzählen können, oder was? Hat er schon 100.000 Mal auf Deutsch erzählt, was er jetzt auf Englisch gelabert hat. Dann vielen Dank. Wünschen wir uns für die neue Woche gegenseitig viel Glück. Das sowieso. Alles Gute euch und schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende, Alter. Leute, ich hab fertig, ey. Ich kann es nicht mehr hören, sorry. Tut mir leid. Ich bin mittlerweile am Punkt, ich verstehe, dass man die Aussagen trifft. Ich verstehe auch, dass man die öffentlich trifft, ja. Alles gut. Ja, dass man öffentlich da nicht sagt, keine Ahnung, der Spieler ist gerade scheiße oder der ist scheiße oder das reicht nicht. Das ist ja logisch, das ist auch nicht wenig, das ist auch völlig richtig, ja. Aber ich erwarte einfach mal Konsequenzen auf dem Platz, Alter. Ja, die gibt es nicht. Wir ziehen den Scheiß so durch. Entweder reicht es oder es reicht eben nicht. So, das ist unser Motto, ja. Ich bin gespannt, ob es reicht am Mittwoch. Ja, ich bin sehr gespannt. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.